15. Juni, Ort des Standdiebstahls. Also, was ist das hier? Das scheint Herr Elduns Haus zu sein. Oh, hier wurde also der Stand gestohlen? Ich sehe schon ein Beweisstück auf dem Boden liegen. Hey! Schau mal, da drüben steht ein Polizeiauto. Angebot, 3 Spritzen für eine. Ach, guck mal, wir sind an der Klinik. Du hast recht. Was glänzt da drüben so? Ist das ein Krankenhaus? Da ist ein Schild. Meraktis-Klinik. Oh, da hat sich der Dieb versteckt. Der Dieb? Derjenige, der mein Höschen geklaut hat. Gestern Abend ist er zu dieser Klinik gerannt. Warte mal. Vielleicht ist das Polizeiauto ja da, um nach meinem Höschen zu suchen. Ja, das wage ich zu bezweifeln. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wir müssen ermitteln. Ah, da sind Sie ja, Kleiner. Da ist er. Haben Sie schon was rausgefunden? Nein, noch nicht. Okay, wenn du das sagst. Je länger Sie trödeln, desto salziger wird Ihre Schale zur Belohnung. Denken Sie dran. Geil, mache ich extra langsam. Diese Schale Nudeln klingt nicht mehr nach Bezahlung, sondern eher nach Bestrafung. So, okay. Wir sind jetzt also endlich mal am Nudelstand angelangt. Natürlich tun wir jetzt erstmal umgucken. Zuallererst mal, wieso steht da No? Das ist mal ein prächtiges Schild. Da steht No drauf. Was soll das heißen? Ah, es gefällt Ihnen? Ich hab's selbst gemacht. Oh ja. Ich wollte Noodles schreiben, also Nudeln. Aber dann hatte ich zu wenig Platz. Ein bisschen Planung im Voraus vermeidet böse Überraschungen. Ja, zum Glück kann man von selbst drauf kommen, was es heißt. Es hat zumindest nicht geschadet. Irgendwie hat das alles hier etwas von vorsätzlicher Verleugnung. So, hier ist ein... Dieses Haus, nun, es ist alt. Es wird aber heiß und innig geliebt, wirklich. Ich wohne schon viele Jahre hier. Es hat Charakter, wie meine Suppe. Alles klar. Ich habe immer gedacht, Charakter ist etwas Positives. So, da ist ein Schild. Rettet das Licht. Was zur Hölle? Hier ist ein handgeschriebenes Schild. Rettet das Licht. Rettet das Licht? In der Tat. Herrn Elduns Haus ist fast völlig im Schatten. Ich denke, die Klinik daneben fängt das Sonnenlicht ab. Ah, alles läuft schief, seit sie dieses Ungetüm gebaut haben. Brühe braucht Sonnenlicht oder sie wird schlecht. Aber was kann man dagegen tun? Sie wollen gutes Geld mit der Lebensmittelvergiftung meiner Kunden machen. Das hört sich nach großem Aufwand an für ein paar Patienten mehr. Da ist eine Plane. Hier war es, genau hier. Hier hatte ich meinen Stand abgestellt und mit dieser blauen Plane schön zugedeckt. Die haben die Plastikplane benutzt, um den Stand nachts abzudecken? Verstehe. Was verstehst du? Weißt du etwa schon, warum er gestohlen wurde? Nun, nein, aber es zeigt, dass der Dieb gewusst hat, wonach er sucht. Der Dieb hat genau gewusst, was sich unter der Plane befand. Sie meinen also, der Stand wurde nicht einfach so im Vorbeigehen mitgenommen? Nicht schlecht, Kleiner, gar nicht schlecht. Okay, da ist ein Hund. Seht mal, ein Wow-Wow. Guter Junge, Salzi. Ich bin mir sicher, dass er einen richtigen Namen hat, Schusi. Yep, aber sicher, sie heißt Löffelchen. Es ist übrigens eine Hündin. Löffelchen wirkt nicht besonders fröhlich. Sie hat heute Morgen nicht ihre Schale mit salziger Brühe bekommen, deshalb. Die arme Kleine. Apollo, wir müssen den Stand bald finden, wegen Löffelchen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Hunde eigentlich keine Nudeln fressen sollten und salzige glaube ich schon zweimal nicht. So, da ist ein Wahlplakat, da ist eine Gasflasche. Moment. Was ist das da? Diese Tür dort glänzt richtig. Die Meraktis-Klinik. Der Eingang erinnert mehr an ein Casino als an eine Klinik. Sie muss gut laufen. Komisch. Sieht so aus, als wäre sie geschlossen. Betriebsferien? Was ist denn das da eigentlich? Es sieht so aus, als wäre das Ölfass mit der Spüle daneben verbunden. Regenwasser für den Abwasch, wie umweltbewusst. Du denkst doch nicht, dass er das Regenwasser für die Nudeln und die Brühe verwendet? Oh, ich bin mir sicher, dass er nur das beste Wasser kauft. Sieh mal, das Schild da drüben. Elduns verwendet nur Wasser natürlichen Ursprungs. Ich denke, ich werde mir das mit dem Essen hier nochmal überlegen. Was? Ja, einfach nicht. Oben? Nee. T-Shirt? Auch nix.
Okay, wir haben hier alles abgegrast. Wir gehen da weiter rüber. Jetzt gucken wir uns das hier mal ein bisschen an. Okay, da. Sieht so aus, als hätten sie ein Spezialangebot. 3 Spritzen für eine. Oh ja, das sollten wir zugreifen, Apollo. Zugreifen? Nein, danke, ich habe keinen Bedarf an Spritzen. Wer auch immer diese Klinik leitet, scheint wohl ziemlich geschäftsorientiert zu sein. Das ist ein Tor. Das ist ein Polizeiauto. Ich würde ja verstehen, wenn da ein Krankenwagen stünde, aber ein Polizeiauto? Vielleicht haben sie Steuern hinterzogen? Entschuldigen Sie, heute dürfen Sie die Klinik nicht betreten. Ist etwas passiert? Wie? Oh nein, hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Für Ihre Doktorspielchen müssen Sie heute woanders hin. Sehen wir so aus, als würden wir uns doch mit Doktorspielchen abgeben? Wir brauchen noch mehr Informationen über diese Meraktis-Klinik. Wir könnten Herrn Eldun fragen, er ist ja schließlich der Nachbar. Und wir könnten die Garage untersuchen. Siehst, wenn sich der Höchstjäger noch immer dort aufhält. Okay. Garage. Würde ich ja gerne untersuchen, aber ich kriege nicht angezeigt, dass ich sie untersuchen kann. Passiert, wenn ich einfach so irgendwo hintippe? Keine Hinweise. Okay, alles klar. So. Dann müssen wir wohl hier mal den guten Mann ein bisschen... Können wir ihm irgendwas präsentieren? Komm, zeigen wir mal die Kartoffeln. Tut mir leid, Kleiner. Außer für meinen Stand interessiere ich mich für ziemlich wenig. Macht euch an die Arbeit. Findet meinen Stand, bitte. Ja, ist ja gut. Ich wollte ja nur mal gucken, was passiert. So, jetzt geht's los. Also, erstmal, reden wir was über deine Nudeln. Also, ihr Stand, Eldons Nudels, ja? Ja, vom Vater an den Sohn weitergegeben. Dieser Stand hat auch sein Salz abbekommen. Man könnte sagen, in den Adern der Familie fließt Salz. Und wohl auch hoher Blutdruck. Und dieser Stand ist gestohlen worden? Oh, ich habe mehr verloren als so den Stand, Kleiner. Diese wackeligen Räder, meinen verkrusteten Schmortopf, mein vergilbtes Schild. Ich habe nicht nur den Stand verloren, ich habe eine Legende verloren. Keiner klaut eine Legende und kommt damit durch, wenn ich daneben stehe. Komm, lass uns die Legende suchen, Apollo. Wäre es nicht sowieso in der Zeit gewesen, einen neuen Stand zu kaufen? Weiß er nicht. Ja, komm, jetzt... Können Sie mir den Stand nicht noch etwas genauer beschreiben? Darauf können Sie aber wetten. Gestern Abend. Ich bin wie immer pfeifend durch die Stadt gegangen. Der Geruch von Brühe erfüllte die Luft voll und salzig. Ich kam so kurz vor 22 Uhr nach Hause, denke ich. Wahrscheinlich ist er nicht aufs Nachtgeschäft aus. Also pass auf, das Auto war um 21 Uhr, hat die Little Plum, die hat das gesagt. Dass das so gegen 21 Uhr da entlang gebraust ist und Phoenix Wright zusammengefahren hat. Und er kam kurz nach 22 Uhr nach Hause. Naja. Ich habe meine Schalen ausgewaschen und die Räder geölt. Dann bin ich rein. Wann haben Sie den Diebstahl bemerkt? Ganz früh heute Morgen. Noch bevor die Sonne aufging. Das Geschäft geht früh los. Essen denn so viele Leute Nudeln zum Frühstück? Ich bin an der salzigen Küste des Ruins gestrandet. Dieser Stand war mein ganzes Leben. Quatsch. Mein ganzes Ich. Und der Dieb hat alles mitgenommen? Meinen ganzen Suppenvorrat, meine Nudeln, meine Schalen und meine Träume. Wenigstens ist noch eine Schale da, hier auf dem Boden. Wenn Sie den Stand heute nicht finden, dann sitze ich auf der Straße und gehe mit meiner letzten Schale hausieren. Ach. Ich bitte Sie, ich stehe schon genug unter Druck. So, also die Garage. Ach so, ja. Hier ist es. Hier hat sich der Höschendieb versteckt. Das ist eine wahre Schande, wirklich. Wenn schon klauen, dann lieber meinen Lendenschurz und keine schöne Mädchenunterwäsche. Die Garage, okay. Sie glauben aber nicht, dass der Dieb hier wohnt, oder? Ha. Das würde ich diesem Taugenichts von einem Dr. Glatt zutrauen. Klingt ein bisschen nach verstecktem Hass. Wir sollten diese Garage einfach gründlich durchsuchen. Das hätten wir vorhin schon machen können, aber okay. So. Hey, glauben Sie, dass nebenan was passiert ist? Da parkt ein Polizeiauto. Wahrscheinlich nur eine Lebensmittelvergiftung. Wenn hier jemand an einer Lebensmittelvergiftung schuld ist, dann... Das Polizeiauto kam heute Morgen. Ich habe Sie gefragt, was los ist, aber Sie haben nicht mal mir was gesagt, dem Nachbarn. Nun, ich war nicht überrascht. Der Doktor arbeitet für die Falschen.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis was passieren würde. Die Falschen? Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Ja, okay. Wir gehen jetzt mal die Garage angucken. Ich hoffe jetzt, mit wem soll ich denn reden hier? Ach so. Nee. Ich will hier raus. Ach so, untersuchen. Kann ich jetzt die Garage untersuchen? Ich will doch die Garage. Was ist denn? Das ist nicht die Garage. Hä? Okay, ich verstehe das nicht gerade nicht so ganz. Kann ich zur Garage gehen? Ah, ja, guck. Also da war ich schon. Da gehen wir nachher hin. Aber erst gehen wir mal an die Garage. Die Meraktis Klinik Garage. Guck mal, da ist das Auto mit dem abgebrochenen Spiegel. 15. Juni, Meraktis Klinik Garage. Hier ist es. Hier hat sich der Höschenjäger versteckt. Bist du dir sicher? Naja, nicht so ganz. Komm, wir suchen nach Spuren. Spuren zu den geklauten Höschen. Haha. Spuren wie zum Beispiel ein geklautes Höschen. Schussi, würdest du bitte versuchen, das Wort Höschen nicht so oft in den Mund zu nehmen? Also, wir gucken uns jetzt mal... Also, ja, komm, das ist das Erste, was mich interessiert. Mit dem Auto stimmt was nicht. Komm, wir sehen es uns genauer an. Da liegt auch noch ein Handy. Aber mich interessiert der Spiegel hier. Hey, sieh mal hier. Der Spiegel ist abgebrochen. Das ist mal eine heiße Spur. Was ist? Du grinst, als ob du was wüsstest, was ich nicht weiß. Du verheimlichst mir doch nicht etwa eine heiße Spur, Polly? Eine Spur? Mal sehen. Ich habe im Moment keinen Beweis. Nicht, dass ich wüsste. Nein? Warum hast du dann so gegrinst? Oh, ich habe nicht gegrinst. Es ist so staubig, dass ich dachte, ich müsste niesen. Also, gut. Dann einfach keine solchen Grimassen, die so irreführend sind. Ich weiß, dass Gähnen ansteckend ist, aber niesen? Nun, ich bin mir sicher, dass in der Gegend irgendwo eine Spur zu finden ist. Komm, wir sehen mal nach. Pass auf. Ich würde hier gern zurückgehen. Noch weiter zurück. Dann bewegen. Wir können wir können von hier nur zu Elduns Haus. Okay, und von hier bewegen wir uns jetzt weiter zum Kitaki-Anwesen. Ich hole mir jetzt gleich den Spiegel. So, pass auf. Untersuchen. Da. Da liegt ein Außenspiegel mit etwas Farbe dran im Mülleimer. Weißt du, ich kann nur eine Sache auf einmal in meine Tasche stecken. Soll ich die Pantoffeln gegen den Spiegel tauschen? Ja, mach das bitte. Komm, Jussi, lass uns die Beweise austauschen. Okay, machen wir. Spiegel in die Tasche gesteckt. Ja, komm, ist halt Spielelogik. Ist einfach Spielelogik. So, Elduns Haus. Okay, und von seinem Haus wieder in die Garage. Ja. Hoppala. So, also. Wir untersuchen. So. Aber jetzt, komm. Da oben gucken. Hey, sieh mal hier. Der Spiegel ist abgebrochen. Haha. So, jetzt kriege ich hier wieder den Grinser. Du grinst, als ob du was wüsstest. Ja, ich hab was. Ich verheimliche dir eine heiße Spur. Ja, gucke mal hier. Ich glaube, wir denken beide an dieselbe heiße Spur. Nimm das! Meine heiße Spur ist hier. Boah, gleiche Farbe, gleiche Größe und alles. Das passt genau. Ich denke, das sollten wir genauer unter die Lupe nehmen. Da sind 2 Dinger im Abfall mit Farbe dran. Sieh mal, Apollo, gehört das nicht zu einem Auto? Also das ist hier Rückblende, ne? Das ist ein Außenspiegel. Das Auto muss irgendwas oder irgendwen gestreift haben. Zum Beispiel Phoenix Wright. Nun sieht so aus, als hätten wir gerade einen Fall gelöst. Also das Auto, das Paps letzten Abend angefahren hat. Sorry, ich bin schnell heute. Steht genau vor unserer Nase. Yep. Wow. Du bist ja so schlau, Apollo. Mensch, danke, Juicy. So. Lass mal kurz gucken. Habe ich den Spiegel noch drinne? Ich würde mir den Spiegel gerne nochmal genauer angucken, wenn das möglich wäre. Erstmal draufpiepsen. Keine Hinweise. So, jetzt pass auf. Ah, guck mal hier. Farbe. Zoom.
Wie, keine Hinweise? Da ist doch Farbe drauf. Okay, muss ans Kabel klicken. Ein sauberer Schnitt. Naja, was da wohl drin ist? Nicht, da hängt ein Kabel raus. Mal sehen. Zapp. Ick. Ja, bist du okay? Hehe, nur ein kleiner Scherz. Sag mir nicht immer so einen Schrecken ein. Du meinst wohl eher Schock. Zipp. So, Moment, muss ich mal ganz nonchalant im Ohr kratzen. Ich glaube, ich muss heute Rechnungen bezahlen. Wenn meine Ohren jucken, muss ich immer Rechnungen bezahlen. So, ich würde gerne diesen Farbklecks da andingsbumsen, aber geht halt nicht. Ja, okay. Da hängen halt Kabel raus, alles klar. So, mich interessiert das Handy da. Sieh mal, ein Handy. Jemand hat es vor diesem Reifen fallen lassen. Wäre das Auto losgefahren, wäre es sicherlich zerquetscht worden. Ich frage mich, ob es vielleicht dem hiesigen Arzt gehört. Wir sollten es ihm später bringen. Handy zur Gerichtsakte hinzugefügt. Das gucken wir uns gleich an. So. Da ist ein Handy. Da ist eine Taschenuhr dran. Komm, ich klicke mal da drauf. Keine Hinweise. Ja, laber nicht. Ja, guck doch mal, da ist eine Uhr dran. Sieh mal, ein süßer kleiner Uhrenanhänger am Handy. So einen will ich auch. Warum sollte man am Handy einen Uhrenanhänger dran machen? Das ist vollkommen sinnlos. Dann musst du, um auf die Uhr zu gucken, das Handy rausholen. Da kannst du auch einfach nur aufs Handy gucken. Da ist auch eine Uhr dran. Vor allen Dingen, da das ein Klapphandy ist, wo außen noch ein Display hat. Falls die noch jemand kennt. Ein bisschen sinnlos. Egal. Schon etwas seltsam. Was ist? Ich meine, wenn du die Uhrzeit wissen möchtest, könntest du gleich aufs Display schauen. Hey, du hast recht. Wie scharfsinnig, Apollo. Ja, danke. Wenigstens etwas Respekt. Also, was sagt dir das? Nun, zum Beispiel scheint der Besitzer dieses Handys Details zu übersehen. Immerhin ließ er sein Handy fallen. Außerdem ist es ein wenig zu groß. Oh, das stimmt. Warum ist das Handy zu groß? Guck mal, das ist gar kein Klapp-Handy. Eine Kamera dran. Da haben wir schon geguckt. Sagt er, dass das Handy zu groß ist? Kann ich da irgendwie drauf bipseln? Bip, 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 bip. Es ist ein Schiebehandy, gehe ich davon aus. Also, dass man das dann da hochschieben kann und unten drunter ein bisschen mehr Tastatur ist. Weil sonst, ja. Okay, kann ich das irgendwie anstupsen, anschieben, dass es aufgeht? Okay, also im Moment kann ich hier noch nicht wirklich viel machen. Okay, dann behalten wir das mal im Hinterköpfchen hier. Weiter geht's. Oh, was ist das da? Das erinnert mich an etwas. An eine Akte über einen Fall, den Herr Wright vor Jahren bearbeitet hat. Da ging es um ein Auto, in dessen Auspuff ein Stück Stoff versteckt worden war. Dieses Stoffstück erwies sich als wichtiger Hinweis zur Lösung des Falls. Wow. Ich fühle mich immer an diese Gerichtsakte erinnert, wenn ich ein Auto untersuche. Und ich untersuche immer den Auspuff. Ja, ich denke, jeder hat so seine Hobbys. Ja, super, danke. Wäre es nicht lustig, wenn... Hey, da steckt was drin. Was? Gleich haben wir es. Ist das dein... Mein Höschen! Ach du Scheiße, wir haben hier Höschen gefunden. Was? Wirklich? Wow, danke, Apollo. Du bist ein Genie. Fantastisch. Nein, wirklich. Nicht der Rede wert. Nein, ich mein's ernst. Ich bin wirklich beeindruckt. Was wohl Näschen für Damenhöschen? Wirklich, keine Ursache. Ich bitte dich. Es ist wieder da, mein süßes Höschen. Ich kann es kaum erwarten, es zu benutzen. Du möchtest es jetzt anziehen? Hier? Schau genau hin. Siehst du? Da ist nichts in dem Höschen drin. Tada! Wo kommt das denn jetzt her? Wie ist denn diese Schale in dein Höschen gelangt? Mein Höschen ist was ganz Besonderes. Da passt alles hinein. Das ist mein Zauberhöschen. Einer meiner besten Tricks. Zauberhöschen? In der Wunderbar ist es der Renner. Ich gebe dort abends meine Shows. Dieses Höschen ist ein Utensil? Das hättest du mir aber früher sagen können. Juicys Höschen diskret in Juicys Tasche verstaut.
Nun, wenigstens ein abgeschlossener Fall. Was sagst du da? Wir müssen noch immer den Gauner fangen, der mit meinem Zauberstück abgehauen ist. Ah, ja, okay, richtig. Apollo? Ja, was ist? Jetzt, da wir den Fall gelöst haben, sollten wir Paps Bericht erstatten. Ich weiß, dass er sonst Trübsal blasen wird, wenn wir ihn zu lange allein lassen. Okay. Eigentlich ist er nicht der Typ dafür. Und das hier ist es eigentlich nicht wert, berichtet zu werden. Aber okay, nee, ich will noch ein bisschen untersuchen. Ich will da oben die Katze angucken. Da ist eine Katze. Hey, eine Miezekatze. Miez, 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 Miez. Komm her. Miau. Sie kommt nicht runter. Du musst doch zugeben, dass wir schon etwas verdächtig aussehen. Ist schon gut, Miezekatze. Seine Frisur tut dir nichts. Ist schon gut, Miezekatze. Sie will dich schon nicht in ihrem Hut verschwinden lassen. Ja, aber vielleicht in ihrem Zauberhöschen. Wieso ist denn da ein Skelett? Ih, da ist jemand. Oh, es ist nur ein Skelett, das golden angemalt ist. Nur ein Skelett und golden angemalt? Da ist eine Modellhand, die uns von einer Kiste hinter dem Skelett aus zuwinkt. Diese Ort hier schreit förmlich Krankenhauslager, findest du nicht auch? Es schreit irgendwas, das steht fest, ja. Okay, also das haben wir auch schon gesehen. Das sind Reifen. Das ist eine Leiter. Das ist eine Klappleiter. Sieh mal, eine Klappleiter. Polly, komm schon. Das ist eine Trittleiter. Nein, das ist eine Klappleiter. Eine Trittleiter? Wodurch unterscheidet die sich denn von der normalen Leiter? Na, sie ist ein kompliziertes mechanisches Gerät, wie zwei zusammengeklebte Leitern. Du gibst also zu, dass es im Wesentlichen eine Leiter ist, richtig? Richtig. Warte, was? Acht nicht nur auf das Äußere. Du musst auf das Wesentliche achten. Können wir über was anderes reden? Nee, eigentlich nicht. Ist es jetzt eine Klappleiter oder ist es jetzt eine Trittleiter? Ich sage, die kann man klappen, also ist es eine Klappleiter. Und man kann ja auf jede Leiter treten, dann ist es ja wohl eine Trittleiter. Aber ich verstehe unter einer Trittleiter so ein Tritt, also so eine 3 Stufen, weißt du, so eine 3-Stufen-Leiter halt irgendwie. Naja, guck mal hier. Kann ich da noch irgendwie was gucken? Nee, oh, da ist er. Steht da? Mischerkippen. Augenbandage. Medikamente. Aber was ist das? Kann ich nicht lesen, egal. Okay, wir haben hier genug geguckt. Wir müssen zu Eldons Haus. Sollen wir noch ein bisschen mit ihm reden? Haben wir noch was zu reden? Ne. Sollen wir ihm was präsentieren? Komm, wir präsentieren ihm. Wir präsentieren ihm ihr Höschen. Ja, okay. Tut mir leid, kleiner Haus, wenn mein Stand interessiert, ich bin da zu wenig. Ja, okay. Wie sieht's mit der Uhr aus? Auch nicht. Ist ja auch egal. Okay. Was hältst du von einem Spiegel? Also, den interessiert ja gar nichts. Okay. Dann gehen wir weiter. Wir gehen mal in die Alles-Right-Agentur. Vielleicht ist ja... Ne, da ist nur Juicy. Aber jetzt kann ich mit Juicy reden. So. Der Höschenjäger. Was? Du möchtest es noch einmal sehen? Nun, wenn es sein muss. Nein, nicht nötig. Ehrlich. Steck's einfach weg, okay? Fall abgeschlossen. Was redest du denn da? Der Fall ist erst abgeschlossen, wenn wir den Dieb gefasst haben. Find ihn einfach nebenbei, während du an den anderen Fällen arbeitest. Ja, wenn es so leicht wäre, bräuchte man keine Polizei. Wenn man keine Polizei braucht, braucht man auch keinen Verteidiger. Ja, okay, dann suche ich eben nach deinem Höschenjäger. So, hast du irgendwelche Spuren? Einen Moment. Alakazam, Alakazing. Wow, wo kommen denn all diese Beweise her? Was passiert als nächstes? Das war's. Super, oder? Ja, super. Okay, ich glaube, man kann hier hingehen, um halt zu fragen, wie es weitergehen soll. Was passiert denn, wenn ich ihr jetzt ihr Höschen präsentiere? Ich bin so froh, dass wir mein Höschen gefunden haben. Ich wusste gar nicht, dass es dir so viel bedeutet. Und auch noch rechtzeitig vor dem Auftritt heute Abend. Viele Leute kommen nur, um mein Höschen zu sehen, weißt du? Vielleicht solltest du das anders formulieren. Hä? So, was hältst du denn von dem Handy? Was ist das denn, Polly? Ach, ich weiß schon. Du möchtest einen Zaubertrick sehen? Na, da bist du bei mir goldrichtig. Sieh zu, wie ich diesen Beweis verschwinden lasse, und zwar für alle Zeiten.
Hey, tu's nicht. Tut mir leid, mein Fehler. Okay, Ah ja, da will sie auch wieder Zaubertrick machen. Nee, ist schon in Ordnung. So, alles klar. Wir bewegen uns mal. Ich gehe in die Hick... Ach, das ist was anderes wie die Klinik, die andere. So, wir gehen mal in die Hickfield-Klinik und gehen mal ein bisschen mit Apollo reden. Nicht Apollo, Phoenix. So, 15. Juni, Hickfield-Klinik. Huch, Herr Wright ist weg. Vielleicht ist er bei einer Untersuchung. Er kommt bestimmt gleich wieder. Lass uns hier warten. Kann eine Weile dauern. Papst liebt diese Untersuchungen. Hä? Frag nicht nach, Justice. Das willst du gar nicht wissen. Ja, das stimmt. Warum kommen wir nicht einfach später wieder? Ja, ich denke, du hast recht. Ich glaube, untersucht haben wir schon alles. Der Fernseher ist noch an. Es läuft eine Episode vom Steel Samurai. Das ist die gleiche Folge wie beim letzten Mal. Ist wohl seine Lieblingsfolge. Gibt es was Neues hier? Nee, das haben wir alles schon. Ein mannshoher, schwankender Turm aus DVD-Hüllen. Sieht aus, als würde es gleich umkippen. Ich komme ihm lieber nicht zu nah. Wenn wir schon mal hier sind, gucken wir uns alles an. Ein kleines Spielzeugklavier. Der Mann steht wohl auf rosa. Hier haben wir noch eine Flasche Traubensaft, Herrn Wrights Lieblingssorte. Nach jedem Prozess ist mir die Lust auf Traubensaft absolut vergangen. Erster Fall. Könnt ihr nachgucken. Offensichtlich kein Problem für Herrn Wright. Herrn Wrights Bett. Mann, was für eine Unordnung. Zu Hause ist bestimmt Schusi fürs Putzen zuständig. Erinnert mich dran, dass ich auch aufräumen sollte. Okay, alles gesehen hier. Okay, dann müssen wir ja doch woanders hingehen. So. Okay. Ja, und jetzt? Ja, ehrlich gesagt, ich glaube, wir können jetzt von hier aus nochmal zu Elduns Haus gehen, aber haben wir irgendwas Neues jetzt gekriegt? Nee. Mit den Schlappen weiß ich halt auch nicht, was mit denen... Machen wir es einfach so. Morgen geht's weiter. Und dann gucken wir uns noch ein bisschen um. Vielleicht ist bis dahin Phoenix Wright von seiner heißgeliebten Untersuchung zurück, okay? Alles klar, danke. Tschüss.